neue Decksau? Bringt das wohl nicht mehr so richtig, wa? Ist eine gute Sache. Ist ja überhaupt nicht brünstig. Komm schon noch. Die Landwirtschaft ist in der Krise, sag ich dir. Da werden sogar die Säue nervös. Ja. Nix als Arbeit. Und nix bleibt hängen. Bist schon knapp? Nö. Ich auch nicht. Könnte ein bisschen mehr bei überbleiben. Ja, hast eine Idee? Vollspalten. Flüssigförderung. Ist doch alles Hühnerkram, hat auch keinen Zweck. Öko-Bananen, Öko-Mangos. Bei dem Schiedwetter? Mit deinen Ideen, du. Wieso? Bio-Wärme aus Schweinemist. Bioenergie aus Wind, Sonne. Ja. Sonne, Mond und Sterne. Fliegst doch zum Mond mit deiner Idee. Wieso hat er noch gar keiner probiert? Ja, dann setz dich doch auf deine Decksau und fliegst zum Mond mit. Was? Und dann landest du dann mit dir und deine Ideen, du. Mond! Weltraum! Oh. Auf dem Mond ist das Leben nicht schwer. Da ist es schwerelos. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Was ist? Hast du eine Idee? Hast du eine Idee, ne? Hast du eine Idee? Ich guck nicht richtig, Willi. Lass mal ein Foto. Aha. Und so schön gleichmäßig. Muss man da hochgehen. Hast einen guten Überblick. Ja, war denn Sturm gestern? Ja, was sagst du, Willi? Der große Feuerwehrball heute Abend ist abgesagt worden. 3 Spalten wollte ich bringen. Auf der Titelseite. Ich hatte schon einen kleinen Bericht verkauft ans Kieler Abendblatt. Hübsch geworden, deine Kreise. 3 Spalten, Büttenwader Rundschau und Kieler Abendblatt. UFOs über Büttenwader. Wirtschaftshilfe, Willi, aus Bildraum. Was denn hier los? Unerklärliche Getreidekreise. Getreidekreise? UFOs, Archie. Oh, UFOs! Mal ganz was anderes, das wirft aber was ab. Ja, das könnte sein. Sieht ja ein bisschen aus wie die Rüsselscheibe von deiner Decksau, wa? Oh, bist ja praktisch ein gemachter Mann. Mensch, Brakelmann, du! Du mit deinen Ideen. Eine Sau als UFO, du! Eine richtige UFO-Sau! Man braucht einen Plan, Archie. Und ich hab einen Plan. Wirst schon sehen. Shorty, ich brauch dich und deine rollende Imbissbude morgen und für die nächsten Tage. Wofür? Tagsüber ist ja sowieso tote Hose. Wir verkaufen nur Kaltgetränke und Würstchen. Und 2 Mark pro Nase für den Hochsitz. Hochsitz? Wofür? Für die Fotoerlaubnis. Feierabend. Und jetzt kommt der Knüller. Neu.
UFO-Burger. Halb und halb Hack. 200 Stück. Du stehst bei mir mit 580 Sachen in der Kreide. Du bist mit 20% beteiligt. Bares, Brakelmann. Ich bin pleite. Und da bestellst du hier noch eine Imbissbude und Kaltgetränke. Jo. Hast du noch eine Lämmer auf der Weide? Ich hab doch nichts zu verschenken hier. Das wird das größte Geschäft. Und ich und du, wir sind dabei. Lass mich mal nur merken. Wofür? Kyklonen. Kyklonen sind intelligente Lichtbälle. Okay. Jo. Ich hab noch mal deinen Roggen angeguckt. Ist ein gewaltiger Ernteausfall. Die Ernte kommt erst noch. Guck mir mal an. Kleine Ohren. Feines, glänzendes Haar. Trockene Backen. Große, kräftige Rüsselscheibe. Na, sieht so ein UFO-Flieger aus. Nee. Die holsteinische Edelsau. Prost. Was meinst du damit? Schweinearche. Wühlen in Dreck. Und schnüffeln. Und werden getrieben von Futterneid. Morgen ist hier die Sau los. Und du bleibst Mensch, ist das klar? Ja, ja. Ich hab noch mal richtig investiert. Die letzten Reserven. Alles auf eine Karte. Brakelmann, brummt ja wie Sau, wa? $1.242,00 Deutsche Mark. Aber du kannst ja die Tageseinnahmen dort gegenrechnen. Das macht dann... Moment, lass mich mal. Ich verstehe das nicht. Oh, 1.242. Pack mal ein, ne? Professor Dr. Malbrand von MIFIG, Institut für intergalaktische Interaktion. Ihnen gehört dieses Feld hier? Jo. Auf Ihrem Feld wurden Getreidekreise entdeckt. Dürfen mein Assistent und ich die Kreise einem wissenschaftlichen Test unterziehen? Radioaktivität im Boden, genetische Veränderung der Halmstrukturen etc. Hm? Jo. Alles absperren! Es geht um die Echtheit der Kreise. Oft wurden mit der Bevölkerung makabre Scherze getrieben. Unsere Untersuchungen sind auch für die Strafverfolgungsbehörden von Interesse. Strafverfolgung. Gefängnis? Außerirdische Besucher, die zu einem anderen Stern gehören, oder irdische Betrüger, die ein paar Jahre ins Kittchen gehören. Diese Frage werden wir klären. Dürfen wir? Jo. 5 Stunden schnüffelt der Kerl jetzt schon auf deinem Acker rum. Macht er da bloß? Nervös? Nö. Oha, Polizei. Gieß die Blumen, solange du knastest. Brakelmann. Das ging ja dann doch. Schnell. Tja, eigentlich waren wir uns ja schon nach dem ersten flüchtigen Blick einig, aber dann wollten wir doch sicher gehen, nicht? Können ja auch Rehböcke gewesen sein, ne? Die im Liebesspiel mit den Recken, dann sind die auch verrückt und dann geht er immer so im Kreis rum und dann Brakelmann, machen Sie uns doch nichts vor. Ricke, Rehböcke. Sie wissen doch genau Bescheid. Die Landwirtschaft ist in der Krise. Ist Ihnen klar, dass auf Sie Ärger zukommt? Nix als Arbeit und Unangenehme Fragen. meine Zuchtsau ist auch nicht brünstig. Presse, Medien. Sie werden Kraft brauchen. Ich stehe da schon mit dem Rücken an der Wand.
Auf Ihrem Kornfeld, Brakelmann, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorletzte Nacht ein interstellares Raumfahrzeug gelandet. Ah ja. Was? Herr Professor, wie wollen Sie denn nun den Außerirdischen auf die Spur kommen? Ja, das zum Beispiel ist ein Sonardetektor, vorne schwach radioaktiv. Da sollte man nicht anfassen. Bei der NASA entwickelt, wird sogar auf dem Mars eingesetzt. Neueste Technik hier bei der UFO-Forschung. Na, wunderbar. Dankeschön. Eine Marke. Kommt da wieder jemand? Ja, dann geben wir auch hoch. Sagen Sie mal, was erwarten Sie sich davon, dass Sie jetzt hier stehen? Ich bin einfach total neugierig. Ich kann immer warten, bis wieder einer runterkommt. Nee, da kommt, ja, dann kann sie schon mal hoch. Na, gucken wir mal. Sag mal, nimmst du 5 Mark pro Nase? Für dich ist umsonst. Du weißt, das ist mein Hochsitz. Das steht auf meinem Grund und Boden. Also quasi. Den hat Shorty von dir gepachtet. Ja, das war doch kein Fass. So, sehr. Also- Nun nimm du mal das Ding hier. Kassier du mal, Archie, weil ich muss in Fernsehen. Herr Brakelmann? Jo. So. Ja. Herr Brakelmann, also Honorar wie vereinbart. Ich habe Ihnen die Verträge mitgebracht. Das ist der für die Drehgenehmigung und der zweite fürs Interview. Ja, Wollen Sie es das gleich ist, unterschreiben? nein, das ist ja auch nur der Ordnung halber. Ne? Dann lass mal laufen. Darf ich Ihnen ein Glas Champagner anbieten hier? Danke. Herr Brakelmann, Ja. haben Sie denn eine Erklärung für die Getreidekreise? Ja, also mein erster Gedanke war, dass brünftige Rehböcke. Dass brünftige Rehböcke immer so rund gelaufen sind. Ne? Sie meinen, die müssten ja dann ziemlich exakt im Kreis gelaufen sein. Sozusagen wie an der Leine gezogen. Es könnte alles auch ganz anders. Es könnte alles auch ganz anders. Es könnte alles auch ganz anders gewesen sein. Achtung, Achtung! Hier spricht die UFO Union Galaxy. Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Getreidephänomen um den Landeabdruck eines interstellaren Vakar-Fighters der Dreilack-Klasse. Bekannte Nebenwirkungen aus Begegnungen mit Fightern der Dreilack-Klasse sind infolge retroneuraler Strahlungen Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen und mitunter hyperzerebrale Erregungszustände, also Heißhunger. Herr Brakelmann, das klingt ja nicht gut. Sie waren ja als Erster hier am Ort. Leiden Sie denn auch unter den gerade beschriebenen Nebenwirkungen? Nö, also bisher nicht. Durchfall habe ich nicht und ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Sie schon wieder. Wackerfighter, Dreilachs, zerebraler Quark. War alles Unsinn, was Sie da reden. Weil Sie die Wahrheit nie sehen. Ach, Wir haben unwiderlegliche Fotos von gar den nichts Teilern. haben Sie. Aus Baku, Bloomfield und Assisi. Und Assisi, ja. UFO Union Galaxy, herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. Holen Sie dann erstmal eine Wurst? Wenn das keine Dreilack-Kreise sind, was denn da? Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich meine, die sind das erste Mal da. Ne? Also bei mir. Was meinen Sie? Ich meine überhaupt nichts. Dreilachs machen immer Kreise. Ein Kreis heißt, Wir kommen, 2 Kreise wir kommen bald. und 2 kleine Kreise im Großen. Wir sind über euch. Ja. Und 5 Kreise sind Olympiade. Brakelmann, das sind Verrückte. Hören Sie mal. Ihr Hausrecht aus. Ja, du, warte. Also, du lass uns doch erstmal alles in Ruhe verdauen. Ich will hier Friede auf mein Acker. Und den Fernsehen. Also, ich habe hier ein Interview. Also, du, erstmal. Sie sollen gehen, haben Sie das gehört? Also, So, Mädchen. So, Herr Brakelmann. Ja. Wie war das? Ja. Also, ich wach gestern Morgen auf. Alles in Ordnung. Da sagt so eine innere Stimme zu mir: Brakelmann, steh auf und geh auf dein Feld. $455. Alleine aus dem Hochsitz. Ja, und das ist erst der Anfang. Wandteller, Aschenbecher, Topflappen, alles in UFO-Form. Einen Laden mache ich hier im Dorf auf und einen direkt vor Ort. Ja, und die Erbenhalme, die verkaufe ich einzeln. In Kunstherz gegossen als Briefbeschwerer. Schon mal überlegt, dass das eigentlich mein Hochsitz ist? Da musst du dich mit Shorty einigen, das habe ich dir schon mal gesagt. Den hast du an ihn verpachtet. Shorty, kannst du Da nicht... gibt's nichts zu einigen, Atsche.
Da gibt's auch nichts zu verschenken. Jo, Archie, dann sag mir doch mal, wie lange hast du da am Hochstand kassiert? Oh, bummelig 2 Stunden. So, bummelig 2 Stunden. Ja, dann, so 8 Mark die Stunde, 2 Stunden sind 16. Ich leg da noch oben was drauf. Danke. Tja, Archie, so ist das nun mal, ne? Zuerst kommt die Idee, dann der Plan und dann die Kohle. Ja, sei denn, dass dir deine Idee irgendwie buchbar wird, ne? Weißt du eigentlich, was Photonen sind? Photon. Intelligenzien ohne Körper. Und nun rate mal, was du bist. Guten Abend. Schon geschlossen. Stör meine Kreise nicht, Archie. Ja, wegen dem Hochsetzen. Archie. 3 Kreise heißen. Sie sind über uns. Die Außerirdischen. Über Ihrem Kornfeld, Herr Brackelmann. Unsere Freunde aus aller Welt haben mich beauftragt, Ihnen ein Angebot zu machen. $50.000 für die exklusive Nutzung Ihres Ackers. Einen doppelten Whisky. Doppelt. Exklusiv? Kein Rummel mehr. Wir brauchen die Ruhe. Sonst werden Sie nicht wiederkommen. Denn Sie werden uns holen. Wir wollen bereit sein. Verstehe. Sie machen aus meinem Acker einen UFO-Bauernhof. Und fahren dann mit denen auf Raumfahrt. Zahlt ihr Brüder auch in D-Mark? Kein Problem. Abend. Wir sind schon zu. Was hat dieser Scharlatan Ihnen geboten? So circa, schreiben Sie mal 100.000 in Mark, ne? 100.000. Brackelmann im Namen der Wissenschaft. Sie als Individuum haben kein Recht, der Menschheit eine so äußerst wichtige Erkenntnisquelle zu entziehen. Möchte ich ja auch nicht, aber die wollen ja von hier aus in Raum. Das ist ja auch wichtig für die Menschheit. Und die zahlen noch. Ich denke, beim Forschungsminister gibt es geheime Fonds. Das weiß ich. Da könnte ich vielleicht was anzapfen. Oder beim Bundesnachrichtendienst. Ja, habe ich schon von gehört. Mhm. Raumspionage, NASA und so. Mhm. Jo, die habt Geld. Ja, also, ich mache mich schlau. Wäre bis morgen Mittag in Ordnung? Weißt du, du gibst ihm den wieder zurück? Ich brauche Bedenkzeit, ich häng an mein Land. Tja, wie? Sie wollen Ihren Acker behalten? Wenn es ums Geld geht, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das wollen wir ja mal sehen. Ich will Friede auf mein Acker. Ich muss nachdenken. Ihr macht ja nicht so einen Lärm da, wenn ihr auf dem UFO wartet, ne? Und der Professor macht ja auch nicht so einen Krach da mit seiner Forschung. Wie ist das denn, wenn ihr euch den Acker teilt? Shorty, mach mal den Herrn bitte 2 Pilz. Mist, du! Was ist denn hier los?
kann doch nicht wahr sein! Kannst du laut sagen. Dieser Torfkopf! Ja, dann war ich auf dem Raumschiff und Wie, Sie waren in dem Raumschiff? wurde eingeladen bei den Protonen. Bei wem? Wer ist das? Protonen, das sind ja intelligente Wesen. Also die essen nicht und trinken nicht, gar nicht Nahrung. So. Und wenn die mal einen Köhm vor sich haben... Ein Korn? Ein Korn, dann wissen die gar nicht, wo die den lassen sollen. Und darum tun sie einem auch leid, die Protonen. Du kannst mir leid tun, du! Jetzt können wir einpacken, verstehst du? Einpacken! Mit wem sollen wir denn jetzt noch Geschäfte machen? Mach das Ding auf, Tom! Ich sag dir, mach das Ding auf! Jetzt ist keiner mehr da, mit dem wir Geschäfte machen können! Los, verfeinert, Mensch! Verfeinert! Du hast alles kaputt gemacht, du Idiot! Die Außerirdischen sind keine Schweine! Wer hat denn das eine Rüsselscheibe drauf? Meine Damen und Herren, UFOs über Rügenwader. Es sieht aus, als sei das Ende der Geschichte. Eine Geschichte, die nun doch nicht von Außerirdischen geschrieben wurde, wie es aussieht, sondern von zwei Bauern, die aus der Gegend. Schade eigentlich. Ich sag dir, was da bist! Schweinekopf hab ich da reingemacht, bloß eine blöde Rüsselscheibe. Was sagst du? Ja, doofe Schweinekopf. Der Vollidiot! Eine Geschichte. Mach das Ding aus! Futterneid! Archie, das ist schweinisch! Lass mich doch auch mal ein UFO haben, Mensch. Weil das, Archie, das geht über deinen geistigen Weltraum. Das hätte ich nicht nur alles ernten können. Ein Wörterbuch wollte ich schreiben, klonisch, ne? UFO-Seminare hier auf dem Hof geben, hier in der Kök. Was ist? Nix ist. Was ist das denn? Das ist das jüngste Gericht, Archie. Jetzt sind wir dran. Wollen wir nicht noch einen Köhm haben, Brackelmann? Oh. Oh, aua, aua. Oh, aua, aua. Da fliegt es. Einen haben sie da gelassen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, ein Schwein aus dem Weltraum. Jetzt werden wir reich. Vergiss es, Archie. Das glaubt uns doch keine Sau. Hat er was gesagt? Jo. Warte. Er will telefonieren.